Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama von der Planplatte. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Der Slalom Mürren hat sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Und so sieht es hinter den Kulissen von der Holzwärme Grindelwald AG aus. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Madeleine Amstutz spannt mit der FDP Thun zusammen. Für die Grossratswahlen Ende März sind in den 9 Wahlkreisen vom Berner Jura bis ins Oberland 158 Listen am Start. In Thun tun sich die bürgerlichen Stadt- und Landlisten mit Madeleine Amstutz zusammen. 85% der Berner Bevölkerung sind zufrieden mit der Polizei. Das geht aus der neuesten Bevölkerungsbefragung hervor. Vertrauen in die Polizei ist somit sehr gross. Verlängerung der Untersuchungshaft für die Tatverdächtige. Beim Tötungsdelikt in Interlaken hat die Beschuldigte ein Gesuch für eine Entlassung aus der Untersuchungshaft gestellt. Das Obergericht hat den Antrag aber abgewiesen. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren hat in Mürren das erste Slalomrennen stattgefunden. Das Jubiläumsfest hat allerlei Menschen aus ganz Europa ins Oberland gelockt. So ist etwa die Skilegende Erika Raimund Hess von Nidwalden hergekommen und Bernard Lann, Enkel vom Mürren Slalomgründer Sir Arnold Lann, ist sogar von London hergekommen. Ich habe mit beiden gesprochen. Mein Name ist Bernhard Lunn und mein Großvater war Arnold Lunn. Und er war der Mann, der hat die erste Slalom hier in Mürren gemacht, seit 100 Jahren. I know about it the same way that you do from the history books. When I met my grandfather, he was already an old man, and he was talking much more about religion than he was about skiing. So when he was quite a young man, he had a bad climbing accident, and his leg was very badly hurt. So that's why he went into much more into ski organisation rather than ski racing. So I love coming to Mürren. My wife and I love coming to Mürren, and our children love coming to Mürren. It's just been the place we've been skiing since we were for a long, long time. Ich bin da, weil wir das 100-Jahr-Jubiläum feiern von der ersten offiziellen Slalompiste in Mürren. Also die Veranstaltung war wunderschön. Also sehr gut angefangen. Ich bin am Samstagmorgen angereist und ab Mittag bin ich da oben. Ich bin da schon umschauen auf Schildhorn und dann bin ich Skifahren und habe die wunderbaren Skipisten entdeckt. Ich bin zum ersten Mal da Skifahren. Ja, ich hoffe schon wieder nach Mürren zu kommen und ich hoffe, dass ich den Winter noch wieder zurückkommen kann, um die Piste noch mal zu geniessen und einfach die wunderschöne Aussicht, die wunderschönen Berge. Es tut richtig gut, es geht sehr tief, wenn man nach Mürren kommen darf. Seit 12 Jahren liefert die Holzwärme Grindelwald AG warmes Wasser aus regionalem Holz und trägt so dazu bei, dass es auch im Winter in Grindelwald angenehm warm ist. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie wichtig das der umweltfreundliche Beitrag auch für den Tourismus ist. Der Patrick Schmid hat sich zusammen mit Betriebsleiter Christian Kaufmann und Vizepräsident Andreas Kaufmann anschauen. Ich kenne jetzt 2 Anlagen, die das haben, und eine davon sind eben wir. Und das haben wir eigentlich gemacht für die Grindelwalder Bevölkerung, dass sie einfach ein Mal in der Woche ihre kleinen Mengen bei uns anliefern können. Grundsätzlich von 3 verschiedenen Orten haben wir Holz. Das eine ist Altholz. Das wird zu Wimmis aufbereitet, wird gehackt und dann kommt das wieder auf Grindelwald zurück. Das andere ist Waldholz. Das haben wir aus der Region. Maximal kommt das irgendwie aus dem Raum Bödeli und sonst einfach die Litschentäler. Und das dritte sind Sagerieabfälle vom Sommer zum Winter. Mit der Hochsaison haben wir natürlich sehr grosse Schwankungen drin. Auch die Temperatur ist sehr maßgebend. Die Bettenbelegung ist maßgebend. Wir haben 2 Kessel. Mit dem kleinen Kessel, mit dem grossen Kessel, mit beiden Kesseln. So müssen wir es einfach handeln, dass wir die Spitzen abdecken können. Jetzt haben wir ein Projekt, dass wir die Speicherkapazität
um 3/4 erweitern. Und dann hätten wir dann nachher wirklich einfach Speicher, dass wir noch für ein paar Stunden Energie speichern, dass wir dann im Spitz das nutzen können. Hier wäre eben die Filteranlage, da haben wir den Austritt von den 2 Kesseln, geht hier in die Filteranlage. Auf der anderen Seite ist dann wieder... Ein grosser Teil unserer Anlage ist natürlich das Netz, das über 7 Kilometer durch das Dorf durchgeht, zu den verschiedenen 100 Kunden, die wir haben. Wir waren natürlich froh, dass von Anfang an 18 Hotels angeschlossen wurden. Und das Sportzentrum als volumenmässig einer der grössten Kunden hat unser Projekt von Anfang an unterstützt. Wir haben uns seinerzeit entschieden, eine Entschadungsanlage zu integrieren. Das heisst, man sieht eben keine Dampfsäule, die gross auf eine Heizzentrale hinweist. Das ist für den Tourismus natürlich sehr positiv, aber für die Erkennung der Anlage vielleicht eher ein bisschen negativ. Der Wärmeverbund ist kein billiges Instrument. Man muss eher ein bisschen mehr zahlen, aber man zahlt das gerne, weil es eben eine nachhaltige Wirkung hat, weil es Klimaschutz fördert und weil man dazu auch stehen kann, dass man die Ressourcen aus der Region haben will. Buchhalterisch hat man gerne gewusst, von was man hier redet. Man hat seinerzeit angefangen, die Reserven zu machen, hat das durchgezogen. Und weil es eben eine Erfolgsgeschichte war von Anfang an, hat man das auch machen können. Und darum stehen wir auch dank unserem Partner BKW finanziell gut da und werden die zukünftigen Investitionen sehr gut tragen können. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie online, im E-Paper oder auf unserer Homepage noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter für unsere Mädchenhauskollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute von hoch über dem Nebelmeer vom Brienzer Rothorn, wo wir heute erneut einen wunderschönen Tag geniessen dürfen. Ja, das neue starke Hoch, das heisst Dieter, und verlagert sich heute vom Ärmelkanal in Richtung Osteuropa. Bei uns in der Schweiz hat man wie auf dem Brienzer Rothorn bestes Wintersportwetter geniessen. Die Luftmasse in den Alpen ist mild. Die Nullgrenze steigt heute auf 2500 bis 2700 Meter. Im Flachland ist es mit dabei, so einem Hochnebel gefühlt weiterhin kühl. Morgen baut sich das Hoch dann ab und der Weg für feuchtere Luft aus Westen wird frei. An der See und in Richtung Aretal starten wir morgen mit Nebel oder tiefem Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 800 Meter in den Tag. Oberhalb gibt es bereits zum Tagesstart ganz viel Sonne und dazu messen wir zwischen -5 und -3 Grad in der Region. Auf den Nachmittag hin dürfte sich dann der Nebel zum allergrößten Teil aufgelöst haben. Es bleibt noch bis zum Abend sonnig, bevor dann von Westen her die Wolken wieder zunehmen. Wir messen am Nachmittag rund 4 Grad an den Seen und zwischen 1 und 2 Grad in den höheren Lagen. In der Nacht auf den Donnerstag ist es meist stark bewölkt mit ein bisschen Schnee oder Schneeregen. Der Donnerstag selber dann ebenfalls mit vielen Wolken und ab und zu auch noch ein paar Flocken oder Schneeregen. Von Freitag bis Sonntag erwarten wir einen Mix aus Sonne und Wolken. Wie es am Montag dann wirklich weitergeht, das können wir Ihnen aber schon bald ein bisschen genauer sagen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend und einen super Tag morgen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bis gleich. Ade miteinander.